Der Präsident und seine Anhänger vor Wut, weil Zehntausende Kurden in Deutschland friedlich für ihre Rechte demonstrieren und ein paar wenige das Bild des PKK-Führers Öcalan mit sich tragen. Unterstützung einer Terrororganisation lautet der Vorwurf an die Bundesregierung. Die Frage ist nur, wer ist hier eigentlich der Terrorist? Der Führer der PKK, der seit 18 Jahren streng bewacht in einem türkischen Knast gefangen gehalten wird, oder der Präsident der Türkei, der Zehntausende Oppositionelle verfolgen und inhaftieren lässt, darunter auch die Parlamentarier der prokurdischen Partei HDP. Wer ist hier der eigentliche Terrorist? Der Mann, der schon vor Jahren einen Waffenstillstand und ein Ende des PKK-Terrors verkündet hatte, oder der türkische Präsident, der in den kurdischen Gebieten der Türkei einen mörderischen Krieg führen lässt, ohne Rücksicht auf Zivilisten. Laut einem UN-Bericht wurden seit Juli 2015 über 350.000 Menschen von der türkischen Armee aus ihren Siedlungen vertrieben, viele ihrer Häuser systematisch zerstört, Tausende wurden demnach getötet, Frauen gefoltert und vergewaltigt. Wer also ist hier der eigentliche Terrorist? Nein, die PKK ist ganz sicher keine Organisation, die man blauäugig zu Friedensengeln erklären sollte. Dafür hat sie viel zu viel Blut an ihren Händen. Aber längst schon geht es nicht mehr nur noch um die PKK, sondern um die gesamte Opposition in der Türkei. Ob Lehrer, Politiker oder Journalisten wie Deniz Yücel, alle stehen sie unter Terrorismusverdacht und das nur, weil sie der Abschaffung der Demokratie in der Türkei nicht schweigend zuschauen wollen. Deshalb sollte die Bundesregierung endlich damit aufhören, sich von der türkischen Regierung diktieren zu lassen, wer hier in Deutschland als Terrorist zu gelten hat. Ansonsten macht sie sich zum geistigen Mittäter eines Regimes, das zur Durchsetzung seiner alleinigen Macht auch über Leichen geht. Georg Restle kommentiert.